Herzlich willkommen zum GVC Podcast Talk, einem Gespräch über Gott, die Welt und Inspirationen für einen lebendigen Glauben mitten im Alltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Zukunft war gestern», einem Podcast zwischen der Kanzel und der Kaffeetasse oder einem Gespräch zu Kirchengestalten im Wandel der Zeit. Ich bin der Reto Lussi und mit mir am Tisch sitzen wie üblich der Timon Studler und der Dani Weber. Und heute reden wir über ein Thema, das ein Dauerbrenner ist: die heutige Jugend. Ganz konkret über die Generation Z, also Menschen, die so circa zwischen 1997 und 2010 geboren sind. Ja, wie tickt denn die heutige Jugend? Was macht das mit uns? Und vor allem die grosse Frage: Was könnte uns helfen für ein gutes Miteinander? Wir machen unsere dritte Staffel als Collab, also als Zusammenarbeit mit dem GVC Podcast Talk. Das heisst, alle Episoden von dieser Staffel gibt es sowohl bei uns auf «Zukunft war gestern» als auch auf dem GVC Podcast Talk. Und darum, wie so oft, lohnt es sich, an beiden Orten mal reinzuhören. Es hat dort ganz viele spannende andere Folgen, Episoden noch zu verschiedensten Themen rund um Glauben, Kirche und so weiter. Und wir ermutigen euch zum Like and Subscribe, sagt man heute, also zum einen Daumen da lassen, einen Kommentar oder uns zu abonnieren, unseren Kanal. Das hilft einfach, dass noch mehr Menschen von diesen Themen hören und wir noch mehr erreichen können. Heute widmen wir uns, wie wir gehört haben, dem Thema die heutige Jugend. Und ich habe ein Zitat zum Thema gelesen, das ich eigentlich gerne so an den Anfang stellen würde. Und es fasst so ein bisschen zusammen, was man über die heutige Jugend denkt. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Stimmt das? Auch schon, oder? Auch schon. Ja, zu 100%. Das sind ja die klassischen Vorurteile, die man so ein bisschen hat gegenüber der Jugend. Oder? Sie sind faul, sie sind irgendwie egoistisch und so weiter und so fort. Ja. Ich würde sagen, es stimmt voll. Aber natürlich nur aus der Perspektive von eben dem, der das sagt. Von dem, der so ein bisschen älter ist. Ja, in dem genau. Sinn, ja. Weil das ist uns auch schon gesagt worden. Ich gehe mal schwer davon aus, unseren Eltern auch schon. Ganz bestimmt, weil die es noch nicht kennt haben, es ist ein sehr bekanntes Zitat vom Sokrates, einem griechischen Philosoph, der etwa 400 Jahre vor Christus gelebt hat und schon dazumal, also vor 2500 Jahren, ist das genau gleiche Thema, ein Thema gewesen, wo man merkt, es gibt irgendwie Spannungen im Miteinander von Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen und in der Tendenz hat man immer so ein das Gefühl, was ist eigentlich los mit der heutigen Jugend. Jetzt vielleicht geht es auch ja so, wie es mir geht, und zwar, dass ich habe lange das Gefühl, ich werde nie alt. Also ich bin mir 100% überzeugt gewesen, wirklich felsenfest, dass ich das mal anders machen würde, als ich meine eigenen Eltern hier erlebt habe. Also so ein bisschen engstirnig und verbohrt und langweilig. Und dann denke ich bin dann à jour, ich komme daraus. Ja, wie soll ich sagen? Irgendwann bin ich im Auto und habe zu meinen Kindern hintergerufen und gesagt, können wir die Musik da abstellen? Das hat irgendwie nicht viel mit Musik zu tun. Und es ist so ein von diesen Momenten, wo du plötzlich so innerlich merkst, so, oh nein, jetzt ist das passiert. Es ist so weit, es ist draussen. Was haben das Gefühl, wieso fällt es einem vielleicht auch so schwer, das älter werden? Also ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie, ja, wer kann das kaum zugeben, dass das passiert mit einem? Das ist nicht der Traum von ewiger Jugend. Das ist doch irgendwie schon noch so jung sein. Das ist doch einfach... Nachher ist das Leben vorbei. Sind so, ja, mir denke, es prasselt von überall darauf ein. Der gute Zustand ist jung. Und auch die ganzen Aussagen von älteren Leuten, ja, weißt du, man ist so alt, wie man sich fühlt. Die einen sind ein bisschen älter, vielleicht, aber das heisst eigentlich mehr, ja, ich bin noch viel jünger eigentlich, als ich wäre. Das ist irgendwie schon... Aber das kommt ja von irgendwo, ja. Ja, das ist irgendwie lustig. Und gleich würde ich schon auch sagen, eigentlich fühle ich mich schon weiterhin gleich. Nicht jung. Nicht, ich glaube, das ist vielleicht das Ding. Eigentlich ist es nicht jung, aber ich fühle mich eigentlich immer noch gleich, wenn ich mich in der Primarschule gefühlt habe. Auf eine Art. Jetzt logisch gibt es neue Aspekte, aber irgendwie
muss ich das weiterhin sagen. Ich fühle mich nicht so, wie ich damals meine Eltern eingeschätzt Genau. habe, wo sie 42 sind. Genau. Wenn ich denke, dass sie sich dann so gefühlt hätten wie ich, denke ich so, wow, crazy. Die haben sich dann vielleicht immer noch so wie ein Kind oder Jugendlich oder wie auch immer Ja. gefühlt. Und das finde ich irgendwie weiterhin so. Und trotzdem verändert sich sie irgendwie. Aha. Ja, bei mir ist es jetzt nicht einmal unbedingt so ein Älterwerden, wo ich es spüre. Ich spüre einfach mehr, dass man ein bisschen anders wird. Mhm. Ja. Jetzt, man macht ja dann auch nicht mal in Games mit, muss das von ihm gleich beweisen und irgendwo sind die Errungenschaften mit dem Älterwerden, mit der Erfahrung, sage ich jetzt mal, kommen ja schleichend. Und ich denke, aus der Perspektive von einem Jugendlichen ist das einfach alles spießig und langweilig. Oder? Weil Ja. spannend ist Ganz ja vor allem das, was alle anderen auch machen. Also Ja. es ist ja gar nicht unbedingt das mega anders sein oder irgendwie selber sein, sondern es ist vor allem auch mit dem aktuellen Trend mitgehen, mit der Masse können dabei sein, Zugehörigkeit. Ja, am Schluss können wir dann ja auch sagen, es ist das Bedürfnis von einem selber, das sich verändert. Wo man Ja. früher vielleicht mehr Bedürfnis gehabt hat, um dort und dort mit dabei zu sein oder etwas zu erleben, sind es jetzt wie andere Bedürfnisse, die plötzlich vorherrschen. Und eben wo hat das mit, ich denke schon, das hat mit Entwicklung zu tun. Und dann aber schon auch mit Umständen. Genau. Und eben, denke ich, jetzt merke ich schon auch, ich finde einfach, wenn du dann in der Familie eine andere Rolle hast, ist es einfach auch anders. Und mit den Erfahrungen, die man Mit ja schon Erfahrungen, gemacht hat, die man oder die man gemacht hat. mitbringt, wo du merkst, als Junge ist ja eigentlich, sind alle Erfahrungen liegen noch vor einem. Und je älter man wird, desto mehr hat man ja auch Sachen, die man eben schon erlebt hat. Vielleicht Ja. Schönes, aber auch Herausforderndes. Ja. Und mir ist es auch ein bisschen gegangen, wie du gesagt hast. Ich glaube, es hat viel damit zu tun von dem Bild, wo man als jetzt in der Sicht vom Jungen über die Eltern hatte. Ich habe das vorher gesagt, rückständig, verbohrt, kompliziert, überempfindlich, zum Teil auch ein bisschen abgelöscht oder zynisch dann. Also man hat vielleicht so auch die Schattenseite, wo man stärker wahrgenommen hat und gesagt hat, so will ich eigentlich dann nie werden. Oder sich dann die Augen so echt zusammenhaben, wenn es dann ein bisschen mal oder nicht genau nach Schema X läuft, dann nachher raste ich aus, so wie ich halt dann manchmal als Kind und Jugendliche die erwachsenen, älteren Leute so ein bisschen wahrgenommen und ich dachte, leck, wie schlimm muss das Leben sein, wenn du so keine Lust mehr hast, wie die Person, die mir jetzt da gerade wegen irgendetwas Wenn die so eine Skala- unbedeutend weißt, ins Enkel gestellt hat. Ja, genau. Ja. Ja. Bei Musik ist es einfach. Und das ist seit 2000 schon nicht mehr, oder? Ja. Das ist die Phase, wo dann die Spotify-Rap-Liste dir sagt, wie alt das dein musikalische Alter Ja, ist. genau. Und 49. meins ist jünger als das von meinem 13-jährigen Sohn. Ich kann es einfach noch schnell sagen. Ah, ja. was? Wow. Hey, wenn man über das Thema redet, vor allem auch mit verschiedensten Gruppen von Leuten, dann merke ich, überall, wo man eben über Generationen oder über Gruppen mit gemeinsamen Nennern redet, dort gibt es immer so gerade auch ein bisschen mahnende Finger, die zu Recht erhoben werden. Und ich glaube, das ist uns auch mega wichtig zum Einstieg in die Episode. Die Gefahr bei diesem Thema ist, dass man so auf der einen oder anderen Seite vom Rössli runterfällt. Und wenn wir jetzt über die Generationen reden, über die Jungen und die Alten, dann wollen wir das nicht in Form von einer Schubladisierung machen und irgendwie davon ausgehen, hey, die Beschreibungen treffen jetzt auf alle Leute, immer, überall zu. Sondern wir wissen, hey, am Ende sind das Merkmale, die vielleicht ein bisschen stärker sichtbar sind, aber die Menschen sind vielfältiger, unterschiedlicher, stehen an unterschiedlichen Punkten. Darum mega wichtig. Also lassen wir so gut auch nicht zu fest von dem dann vereinnahmen jetzt während dieser Diskussion. Hey, ja, wir sind uns bewusst. Am Ende sind das Beschreibungen, wo wir versuchen, irgendetwas so ein bisschen fassbar zu machen. Aber wir wissen, es trifft nie auf alle Menschen zu. Menschen sind unterschiedlicher, vielfältiger, als man das mit so ein paar Worten beschreiben kann. Und was ich auch wichtig finde, eben, das Beste ist immer, mit den Menschen zu reden und nicht über die Menschen zu reden. Das heisst auch, eben ganz bewusst das Gespräch zu suchen mit anderen Leuten aus anderen Altersgruppen, mit anderen Lebenserfahrungen und sie zu fragen, ja, wie erlebst du das? Und das ist immer eigentlich das Beste, was man machen kann. Aber jetzt in dem Format vom Podcast versuchen wir uns diesen Themen ein bisschen aus unserer Sicht als Pastoren zu widmen und suchen eben nach Ansätzen, wie man vielleicht im Miteinander mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Altersgruppen eben einen gewinnenden und guten, konstruktiven Umgang können haben. Ja, jetzt haben wir schon oft von der Generation Z geredet. Nicht allen ist der Begriff gleich bekannt. Also, wie ich ja eingangs gesagt habe, reden wir so ungefähr so von Leuten, die so zwischen 15 und 28 sind. Das ist so ungefähr die Gruppe, kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen.
Und natürlich gibt es auch noch jüngere Menschen, also unter 15. Dort redet man dann eher von der Generation Alpha, nochmal ein bisschen jüngere. Und man versucht die Beschreibung so zu machen, indem man sagt, hey, für welche Gruppe von Menschen sind was für Schlüsselereignisse in der Weltgeschichte oder technologische Fortschritte und Entwicklungen sehr prägend gewesen. Und da jetzt im Fall von der Generation Z natürlich sehr stark das digitalisierte Zeitalter. 15 bis 28 heisst jetzt für uns auch, vor allem im Kontext von nicht nur der Familie, wo man miteinander unterwegs ist, dass man meist auch ein bisschen mehr Berührungspunkte hat. Also zum Beispiel beim Arbeiten oder in der Kirche ist das durch die Altersgruppe, wo wir jetzt auch ein bisschen öfters miteinander zu tun haben. Und darum haben wir gesagt, hey, wir fokussieren ein bisschen auf die. Ein bisschen Abschätzung sagt man manchmal über die Generation Z, dass sie die Generation Snowflake, Schneeflocken ist. Man sagt ihnen an, dass sie ein höchstes Bedürfnis nach Individualität haben, so wie jede einzelne Schneeflocke einzigartig ist. Und gleichzeitig beim kleinsten Form von Widerstand, wie eine Schneeflocke, dahinschmelzen, also eigentlich keine Resilienz mehr haben. Eher ein bisschen negative Abschätzung. Stimmt denn das wirklich? Ich dachte, ich frage mal Sophia. Politisch super. Frage mal Sophia, was sie dazu meint, und wir hören doch mal drin rein. Sophia, beschreib mir doch bitte die Eigenheiten von der Generation Z. Die Generation Z ist digital versiert, gut vernetzt und aktuell informiert. Sie denkt pragmatisch, schätzt Authentizität, Vielfalt und Sinnhaftigkeit. Positiv sind ihre soziale Sensibilität, Lernbereitschaft und ihr Wunsch nach Balance. Herausfordernd wirken die teils geringe Frustrationstoleranz, hohe Erwartungen, Entscheidungsunsicherheit und das starke Bedürfnis nach direkter Kommunikation und sofortigem Feedback. Ja, Sophia tut mal eine Palette an Zuschreibungen da auf. Wie stehen ihr da dazu? Erlebt ihr das ähnlich? Würdet ihr das ergänzen? Sind ihr irgendwo vielleicht sogar nicht einverstanden? Mir ist jetzt gerade etwas aufgefallen, das ich bestätigen würde und was auch etwas zeigt, was ich bei der Generation Z insbesondere in ein paar Aspekten erlebe, nämlich, dass es eine gewisse Polarität drin hat, wo ich auch schwierig zusammenzubringen finde. Jetzt in dem Fall sagt sie da, sie denken sehr pragmatisch, ist etwas, was ich erlebe. Und gleichzeitig dann aber haben Mühe, Entscheidungen zu treffen. Und gerade jetzt, wenn es um etwas zu umsetzen geht, wo ich auch mit dieser Generation ja mit unterwegs bin, merke ich das auch, so den Pragmatismus. Manchmal auch so etwas, wo vielleicht mir noch viel mehr dann gesagt haben, ja, komplexer machen oder noch mehr etwas in die Exzellenz treiben. Und so ja, nein, aber ich meine, wir machen einfach, was nötig ist und einfach mal machen. Und ja dann gleichzeitig doch ein gewisses Camp sein und eben nicht können machen oder und das ist jetzt einfach so etwas, was mir gerade auffällt, die zwei Sachen, die so eigentlich auch gewisse Dissonanz haben und gar nicht ganz übereinpassen, aber eben sie wie beides haben. Und das fällt mir allgemein auf von der Gen Z, dass es so ein paar so Sachen gibt, die ich nicht immer ganz zusammenbringe. Was mir bei Zufall, bei dieser Beschreibung, ist, dass vieles, was bei uns, wo ich jetzt so, sage jetzt mal in diesem Alter war, hat man gesagt, ja, das wäre eigentlich wahre Stärke. Können zugeben, wenn es zu viel ist, können sensibel sein, nicht nur stark sein. Das bei uns ist auch nicht das klassische Macho-Bild in diesem Sinn vorherrschend gewesen. Ein Mann ist einfach, oder, der kennt keinen Schmerz und so weiter. Das war schon nicht so gewesen. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr so gewesen. Und vieles von dem, was man bei uns gesagt hat, eigentlich wäre das wahre Stärke. Oder dass man sagt, wenn etwas nicht gut ist und so weiter, ist jetzt bei Generation Z eigentlich schon fast selbstverständlich. Und das löst in mir natürlich eine Spannung aus. Weil für uns ist das noch irgendwie etwas gewesen, wo man sich ein bisschen müssen, wie soll ich sagen, ein bisschen einen Schubf geben, um so zu sein oder das so machen. Und für sie ist es jetzt selbstverständlich, wenn man es so schwarz-weiß sagen kann. Würdest du die Entwicklung jetzt als grundsätzlich positiv wahrnehmen? Weil es ist ja eigentlich ein Wunsch. Gehört jetzt aber bei dir irgendwo auch so ein bisschen gemischte Gefühle, oder? Ja, ich denke, das eine ist ja meine persönliche Perspektive, weil ich mir das hier noch erkämpfen. Ja. Und sie heisst jetzt einfach, oder? Und das kann natürlich schon mal ein gemischtes Gefühl auslösen. Jetzt, wenn man einfach objektiv drauf schaut, das ist ja mega cool. Und dann ist, glaube ich, aber schon auch wie wahrscheinlich jede Entwicklung steckt eine Errungenschaft drin. Ich glaube, vielleicht müssen sie sich nicht mehr ausgeben, was wir uns hier haben müssen. Vielleicht müssen sie sich weniger verstellen, können ja authentischer sein. Das heisst aber wegen dem nicht, dass sie sehr viel reflektierter sind oder dass das mehr Substanz da ist. Und ich glaube,
dort ist eine Entwicklung immer, es geht noch immer einen Schritt vor und auf der anderen Seite offenbart es wieder eine Lücke. Und ich glaube, das ist bei uns nicht anders gewesen. Und das ist also der herausfordert am Schluss. Ja. Schön, dass du auf einen von unseren Gesprächspodcasts geklickt hast. Mit dem Format ist so unser Ziel, Glaubens- und Lebensthemen authentisch und relevant zu vermitteln. Wenn dich das anspricht und du gerne mehr von dem möchtest sehen, bist du herzlich eingeladen, uns dabei auch finanziell zu unterstützen. Über den eingeblendeten QR-Code kommst du auf unsere Spendenseite, wo dir das dann ganz einfach ermöglicht. Und jetzt wünschen wir dir weiterhin viel Inspiration mit dem GVC Podcast Talk. Manchmal fast so ein bisschen Pendelbewegungen, oder? Also es gibt Errungenschaften und es ist sehr schwierig, das in dem Mittelideal zu behalten. Und dann manchmal zeigen sich dann halt dort drin vielleicht auch wieder Ja, die Schwächen, genau. dann fürs Eben Stärken. Ja. Mhm. Ja, gibt es vielleicht noch andere Eigenschaften oder persönliche Erlebnisse, die ihr gemacht habt, oder sagen, hey, das beschreibt jetzt mega treffend so ein bisschen, den Umgang aus unserer Sicht mit der Generation Z, die ein bisschen jünger ist als wir? Also die Mühe mit Entscheidungen oder so ein bisschen, die Überforderung, denke ich mir, das würde ich jetzt sogar noch anders ausdrücken und sagen, das Bedürfnis nach Sicherheit. Genau. Nach ich darf nichts falsch, ich will nichts falsch machen. Dürfen ist dann noch ein anderes Ding, aber ich will nichts falsch machen. Sprich, ich mache erst etwas, wenn ich weiss, dass es richtig ist. Und das, denke ich mir, sieht dann manchmal aus wie Mühe zum Entscheiden oder Unsicherheit generell. Aber ich glaube, es fehlt vielleicht wie am Schluss eine Sicherheit, dass auch ein Fehler mich nicht in den Abgrund treibt oder was auch immer. Oder? Ja. Ich nehme es manchmal einfach auch situativ sehr unterschiedlich wahr. Das hat genau das. Da hast du so eine Blockade, die du irgendwie erlebst, aber dann kann es eben auch mal sein, dass jemand einfach so wild drauf los etwas macht und du denkst, wow, eben, das hätte jetzt meine Generation sich nie getraut. Und das ist sicher etwas, was ich so jetzt als eine Person, die grundsätzlich das ist eine Stärke, die ich kann meine Gegenüber immer sehr mal grundsätzlich positiv empfangen. Und ich finde, die Generation bringt grundsätzlich ein gutes Selbstverständnis mit sich. Die können sich irgendwie artikulieren, man kann mit ihnen auch schon in einer gewissen eben reflektierte Art über Sachen reden. Das beeindruckt mich. Auch wenn sie mit den anderen Generationen manchmal in einem Selbstverständnis auf Augenhöhe kommunizieren. Finde ich mal grundsätzlich schon erfrischend und denke auch immer gerade so, wow, die sind schon mega weit im Vergleich zu dem, was ich vielleicht war oder wenn ich mich erlebt habe. Um mal so die Positivseiten auch so rauszustellen. Ja. Ja, vielleicht an dieser Stelle noch, wir haben vor einem Zeitchen, vor ein paar Wochen mit jemandem auch geschwätzt, im Rahmen von so einer Tagung, wo man sich versucht herauszufinden. Und er hat dann noch einen guten Kommentar gemacht, gesagt, ja, manchmal ist es ja auch einfach die Altersphase, also nicht unbedingt eine bestimmte Generation, aber wo wir Anfangs 20 waren, mit den Umständen, die dann häufig das Leben ja kennzeichnen, also eben die erste Freiheit, der erste eigene Lohn, selber wohnen, selber entscheiden, noch relativ ungebunden sein, was familiäre Beziehungsverpflichtungen anbelangt. Also ist es nicht auch manchmal ein bisschen das, was auch noch mitspielt, dass man kann sagen, ein Teil davon sind eben vielleicht wie man aufgewachsen ist, wie man geprägt worden ist, so Werte, die sich ein Stückchen weit ja logischerweise immer ein bisschen auch anpassen, weil man versucht ja zu lernen aus dem, was man vielleicht schlecht erlebt hat oder anders will. Und gleichzeitig auf der anderen Seite aber auch irgendwie dem Normalen, dass junge Erwachsene halt auch in einer super Lebensphase sind, wo man irgendwo auch viele Möglichkeiten hat. Voll, also ich denke, das ist fest der Fall. Ich habe das Gefühl, dort kommt ja dann das ist ja wahrscheinlich vor allem dann kommt das zum Tragen, wenn sie in der Abgrenzung zu den anderen Generationen steht. Weil eben, das ist mal an sich, jede Generation ist ja irgendwo auch, eben, die definiert sich und ist abgrenzt zu den anderen. Und bei den Jungen habe ich das Gefühl, so ist es mir einmal auch gegangen, weißt, wo ich in diesem Alterssegment war, als früher Wire und vielleicht später Z, ja, irgendwo dort zwischen denen, von der Generation her. Später Xer. Entschuldigung, Xer, ja genau. Habe ich es nicht mega... mich hat es jetzt nicht mega belastet, der Umgang mit den älteren Generationen. Weil selber bist du in einer Phase, wo du unabhängig bist, wo du es auch nicht so nötig hast. Ich merke so, die Spannung entsteht vor allem auch dort, wo ja
Abhängigkeiten anfangen zu entstehen, wo du einander auch brauchst, wo du in einem Kontext bist, wo du miteinander umgehen musst. Und ich finde, das dunkelt mich auch. So bringt ja jede Jugendgeneration, egal in welchem Alter es ist, hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Unabhängigkeit und kann darum sich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen so äußern gegenüber den anderen Generationen. Wo immer die Generation, die eins oben dran ist, die steht einfach viel mehr in Verantwortung, Ja. viel mehr eingebunden. Die Jüngeren auch nochmal sind viel abhängiger. So bist du natürlich in dieser Phase, und ich glaube, das zeichnet jede Generation aus, die sie so jung ist, in einer Zeit, wo du kannst in einer gewissen Unabhängigkeit auftreten. Und merke auch, mich beschäftigen die Themen eher, seit ich zu den älteren Generationen gehöre. Wo du merkst, eben, du brauchst auch die Jungen im Miteinander. Genau. Vorher ist es so ein bisschen... Ja. Ich habe die Alten schon komisch gefunden, aber es ist mir eigentlich auch gleich. Genau. Aber ich würde so sagen, Generation Z, ich weiß jetzt nicht, wie Zettler reinschaut. Also willkommen, wenn du reinschaust. Grossartig, du bist der Zeit voraus. Nein, das sind, also mir hat jetzt Generation Y, wenn ich selber zu der gehöre, das war doch völlig gleich gewesen. Mir ist doch das gleich gewesen, was die Leute über mich, also die Alten über mich schnurren. Genau. Also es ist Genau. doch schon ein Ding, Genau, das das mit der meine Zeit ich. kommt, Ja. oder? Hey, etwas, was ich sehe, was ich glaube, ist auch mega stark altersspezifisch. Ich habe das Gefühl, es schwingt immer eine gewisse generelle Gesellschaftskritik mit, oder? Ja. Und zwar die Gesellschaft, wo mir jetzt sagt, wie ich das später müsste sein, oder? Und da finde ich auch, also die Jugend hat ja die Protesttradition, die muss auch nicht, die darf auch ambivalent sein, oder? Jetzt letzte vielleicht Klimajugend und so weiter. Also da steckt immer auch viel Kritik gegenüber den Vorgängergenerationen drin. Und das finde ich auch etwas mega Spannendes. Und das ist nicht das Generation Z-Thema, sondern also das ist früher sogar noch viel wilder gewesen, oder? Und eigentlich denke ich, es ist ein schöner Spiegel. Vielleicht mag ich es nicht so angenehm. Vielleicht überspringt es mich aber auch noch ein bisschen, weil ich bin ja wirklich direkt die Vorgängergeneration und nicht eins weiter. Aber ich glaube, dass die Jugend die anklagt, die ihnen sagen, Ja. wie sie sich gefälligst verhalten sollten, dass man etwas wird aus ihnen. Ich glaube, das ist eigentlich, vielleicht ist das, was der Sokrates meint. Das ist natürlich unhöflich, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist einfach ein Altersthema. ein zeitloses Phänomen. Ja, wahrscheinlich schon. Also was mir noch auffällt in Bezug auf Gen Z, wäre vielleicht, mich dunkt, dass der Switch jetzt von Y zu Z schon noch, eben das Pendel hat sich noch recht verschoben. Wo ich jetzt das Gefühl habe, sonst hast du manchmal so eine gewisse Kontinuität über Generationen mit leichten Abwandlungen. Und ich würde jetzt mal so ein bisschen in den Raum stellen, dass der Shift jetzt doch noch mal ein bisschen stärker ist, eben von dem alles hinterfragen, viel mehr zum ich suche Halt und ich brauche Klarheit. Dunkt mich wirklich so ein bisschen eine extreme Bewegung. Mit ein bisschen gegenläufig. Ja, fast. genau. Wo ich jetzt sonst gefunden habe, es ist manchmal so ein bisschen die gleiche Richtung, aber fortschreitend. Und da frage ich mich, ob es mitunter auch mit dem Ereignis, das sicher die Generation auch geprägt hat, von der Pandemie zu tun hat oder einfach von der unsicher werdenden Weltlage. Aber das fällt mir schon auch noch auf. Ich finde, es ist schon ein bisschen eine extremere Umpositionierung, als es vielleicht in den Vorgenerationen Ja. X zu Y Ja, das können wir war. vielleicht an dieser Entscheidungsfreudigkeit aufhängen. Ich bin heute noch so. Wenn ich entscheiden kann, bin ich mir wohl. Und wenn die Optionen viel sind, das ist mir gleich. Das ist für mich eher eine Freude, ich kann entscheiden. Und wo man jetzt eben Entscheidung, wo jetzt mittlerweile eine Entscheidung auch Schwierigkeiten auslöst und man vielleicht fast lieber gar nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten hätte. Und das ist eigentlich ja, ich glaube, wir sind so auf dem Peak gewesen wahrscheinlich. So ein bisschen, Ja, wir haben eigentlich genau. mega frei können entscheiden, oder? Oder eben schon vielleicht auch, dass du jetzt von dem sagst, wo halt das Halt, oder? Weltgeschehen jetzt doch eine relativ Ja. starke Wendung genommen hat. Und das sind Ja. schon so Jahrhundertereignisse, Ja. eben die Pandemie oder auch so ein bisschen das Wiederaufflammen von diesen Kriegen und Konflikten, wo Ja. auch so man das Gefühl hat, hey, das hat man hinter sich gelassen. Und ich würde sagen, so eben, wir sind ja aufgewachsen so mit den letzten Ausläufern vom Fall von ja, der Berliner genau. Mauer und dem Kalten Krieg. Und, ich meine, das ist in das dem im Sinne Geschichtsunterricht betrachtet Genau. und das ist jetzt vorbei. Genau. Oder? Und irgendwo ist man dort ja dann natürlicherweise in einer Phase, sage jetzt mal, gross geworden, wo die Möglichkeiten riesig sind, technologische Fortschritte und so. Und ich denke, das könnte ich mir vorstellen, dass natürlich dann so verunsichernde Ereignisse, die so Auswirkungen haben auf den gesamten Globus, Ja. ein Stückchen weit dann auch natürlich sehr prägend können sein und ja, auch andere Bedürfnisse plötzlich wieder Ja. raufkommen. Ja. Gerade im Kontrast zu dieser Gen Y oder eben Y, wo ja eben vieles hinterfragt hat. Hinterfragung ist ja mal grundsätzlich auch ein Auflockern von Klarheit. Wo ich jetzt eben finde, dann der Switch zu eigentlich Suche wieder nach Klarheit. Oder? Das ist wie so. Die Frage einfach, wo ist jetzt eben genau der Der Pendelpunkt Ja, ja. erreicht gewesen? Ja. Ja. Und ich denke, die Überforderung
Du hast vorhin die technologische Entwicklung, also das war ja revolutionär gewesen, die letzten 20 Jahre, was da alles gekommen ist. Technologisch, wir reden jetzt von KI oder von generativer Ja, KI. ja. Sophia schnurrt bei uns heute im Podcast mit, Ja. oder? Ja. Und sie macht gar nicht mal so viele Fehler. Sie hat die Authentizität richtig ausgesprochen, nicht gemerkt. Schau jetzt, Ähm, Zungenbrecher. und also die Welt ist komplett eine andere. Und eben, es ist wahrscheinlich, ja, vielleicht schon so ein bisschen für die menschliche Psyche eigentlich einer drüber wahrscheinlich. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht, wenn ich jetzt da würde, mal versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen, würde ich sagen, hey, grundsätzlich sehen wir so ein bisschen beides. Sachen, die uns sehr inspirieren, vor allem im Selbstverständnis, in der Transparenz auch, im Umgang, auch mit den eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Timon, du hast auch so ein bisschen Ausdruck gehabt, hey, vieles, was wir uns eigentlich auch gewünscht haben oder wo wir gesagt haben, sind so Zuschreibungen gewesen für ja, einen guten Umgang mit sich selber und mit anderen Menschen. Da haben wir extreme Schritte gemacht. Und auf der anderen Seite vielleicht manchmal auch aus unserer Sicht vom Versuch, die Leute auch einzubinden, die Generation zu gewinnen für ein gemeinsames Ziel, dann dort manchmal auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass man das Gefühl hat, irgendwie klingt das nicht ganz so. Sie tun sich schwer, manchmal vielleicht mit dem Commitment, mit Verantwortungsübernahme, sie tun sich vielleicht auch schwer mit eben Vorgaben, die man müsste einhalten und eben überall, wo Leute zusammen sind, gibt es auch Herausforderungen. Also vielleicht so als grobe Beschreibung, aber ich würde mal sagen, so generell mit doch auch einem sehr positiven und hoffnungsvollen Blick, so hey da gibt es auch viel Gutes, wo mitschwingt. Ja, Schön. würde ich so sehen. Ja, voll. Und das Nicht-Gute, das mitschwingt, ist immer die Frage, was vor Ort ist. Ja, genau. Ich meine, Also ja, wer ist jetzt... mir macht es dann natürlich ein bisschen Genau. Sorgen, weil das, was ich mir gewöhnt bin, wird vielleicht hinterfragt. Aber das heisst, das ist ja keine objektive Wahrnehmung. Ganz genau. Ja. Ja. Ja, was ich jetzt würde, ist eigentlich gerne noch ein bisschen versuchen, auch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ja gut, jetzt können wir mal sehen und wahrnehmen, was da ist und die Frage jetzt auch ein bisschen eben, was könnte uns vielleicht auch helfen im Umgang miteinander. Und da haben wir auch versucht, so in den letzten Wochen und Monaten uns ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Unter anderem auch ein Buch, das wir gelesen haben zu dem Thema, das so ein bisschen versucht hat, Impulse auch zu geben. Wo seht ihr für euch persönlich oder für uns auch als Leitungspersonen, jetzt vor allem im Kirchenkontext, so Ansätze für konstruktiven, hilfreichen Umgang, vielleicht auch Möglichkeiten, eben junge Menschen zu gewinnen für das gemeinsame. Mhm. Für mich ist sicher etwas in dieser Lektüre, die wir gelesen haben, vielleicht müssen wir es noch erwähnen. Das ist vielleicht noch ein Tipp, ein Buchtipp. Ja, sehr. Das heisst, glaube ich, Generation Z, wie Ticken ticken sie, sie. wie ticken wir. In einem Schweizer Verlag rausgekommen, genau. Verlinken Für die, uns das dann. interessiert. Mhm. Und mir ist etwas aufgegangen bei der Lektüre. Auch so ein bisschen, schon so einen Moment gehabt, wo ich das Gefühl hatte, das ist eine neue Erkenntnis. Ich habe halt, wie man es so oft macht, von mir auch auf Generation Z geschlossen. Und so ein bisschen aus meinem Jugendverständnis war auch, ich bin auch froh um eine gewisse Unabhängigkeit, ich bin auch froh um eine gewisse Distanz. Ich bin auch froh, wenn man mich ein bisschen in Ruhe lässt. Und so war es mein Anliegen jetzt auch als eine bisschen ältere Generation. Eigentlich den Jungen nicht zu nahe treten, sondern sie lieber ein bisschen lassen. Und ich habe das Gefühl, ich habe erkannt, dass das bei der Gen Z auch ein bisschen als Desinteresse ankommt. Und dass sie sich eigentlich wünschen, man würde mehr Interesse zeigen. Was ja dann nicht zwingend heisst, dass man eingreift oder dass man Einfluss nimmt per se, aber zumindest eben Präsenz zeigt und zeigt, hey, ich bin da und ich interessiere mich für was du machst. Und sicher mal auf einer fragenden Ebene und Interesse zeigenden Ebene reinkommen. Und das, ja, für mich ist das so, das möchten sie gerne haben. Das hilft mir jetzt noch. Weil das habe ich irgendwie wirklich nicht auf dem Radar gehabt. Und habe gemeint, ich mache das so gut, weil wie so oft ist es ja, man schließt von sich auf andere, oder? Und ob denn das die Lösung für alle ist, weiss ich auch nicht. Aber ich denke, in einem gewissen Maße, etwas, was mir rauskommt, ist, dass sie eigentlich Nähe suchen, Verbundenheit suchen, auch Halt in dieser Nähe suchen. Wo dann natürlich nicht so sein darf, dass sie einem einhängt. Das wäre dann wieder das Gegenteil. Aber eben vielleicht auf der Ebene der Beziehung. Von der Beziehung. Das ist sicher ein Schlüsselwort, das immer und immer wieder kommt. Du hast gesagt, Beziehung ist extrem wichtig. Ja. Ich bin wirklich hängen geblieben bei das Schlagwort Eigeninitiative. Also für mich war das immer etwas gesehen. Und eben, das ist noch ein romantischer Blick auf mich früher. Oder? Ist so ein bisschen dort, wo eigentlich freier Raum ist, dort steht Eigeninitiative. Das heisst, hey, mach mal das. Das ist das Ziel, wie du herkommst, musst du eigentlich selber schauen. Das habe ich immer cool gefunden. Jetzt vielleicht auch nicht. Also, das ist jetzt meine Erinnerung, oder?
Und dann ist so meine Vorstellung, ja klar, dann hockt man mal her und schaut mal. Und dann probiert man mal ein bisschen aus und dann macht man mal Fehler, 2, dann geht man mal dort ein bisschen schauen und irgendwie kommst du das Ziel. Und dort ist für mich irgendwie so das Ganze eben, Eigeninitiative, das ist eine Eigenschaft, die viele Menschen haben, das ist etwas Gutes, das muss man nicht lernen, das kann man, das hat man, das muss man halt machen. Und dort, ich habe vorher die Sicherheit erwähnt, ich glaube, das ist eigentlich extrem verunsichert für viele heute, weil sie sich vielleicht mehr Begleitung würden wünschen und Eigeninitiative muss gelehrt werden. Und ich würde jetzt auch sagen, das ist vielleicht gar nicht das Generation Z-Thema, sondern ein Generationenthema, dass die jungen Leute das müssen lernen. Ich weiß es nicht, ich finde das schwierig zu sagen. Aber dort habe ich so umdenken, das fordert mich heute noch raus, also immer noch, dass ich merke so, okay, die Form von Begleitung, die ich aus meiner Erinnerung nie hätte wollen, jetzt geben. Also nicht Feedback, sondern Tipps und Tricks. Also vor dem potenziellen Fehlschlag so viel Einfluss nehmen, dass der Fehlschlag nicht passiert. Das ist für mich verkehrt. Aus meiner Wahrnehmung. Es ist so, nicht der Fehlschlag gehört dazu. Es ist doch gut, wenn du lernst aus Fehlern und so weiter, oder damit umgehen. Ja, das ist wahrscheinlich immer noch so. Aber irgendwo, das funktioniert so nicht mehr. Ja, mir steht noch so der gesunde Menschenverstand. Haben Sie in dem Buch das auch so ein bisschen erwähnt. Das ein bisschen für uns ist das, ja, das ist selbstverständlich. Und Sie haben auch recht gut herausgestellt, dass das auch antrainiert ist. Also, dass wir das in unseren Kindheitsjahren halt gelernt haben. Über Mittel und Wege, was viel halt dann so mit Strafe oder Belohnung ist, im Stil von eben, man hat dann schon herausgefunden, was man alles sollte und was eben alles eigentlich nicht ausgesprochen, unausgesprochen erwartet wird, durch das, weil man ja Konsequenzen direkt auch dann immer gespürt hat. Und sie haben gesagt, ja, jetzt heute muss man ja viel mehr Sachen, die nicht ausgesprochen sind, aussprechen, explizit machen, klären, weil man wie zum Glück Kind nicht mehr ganz so dort angeformt hat mit sehr dubiosen Mitteln, würde ich jetzt einmal sagen. Eben, dass man das schon irgendwo gelernt hat, aber halt auf eine andere Art und Weise, oder? Ja. Das habe ich auch noch einen sehr spannenden Ansatz und Gedanken gefunden. Ja, mir persönlich ist sicher auch noch so ein bisschen aufgegangen, dass auch da Bedürfnisse sind, die wir alle kennen, aber die wir vielleicht auch nicht so gelernt haben. Eben zum Beispiel steht es so, sie leben vom gelobt werden, auch für selbstverständliche Sachen. Das eine Beispiel ist mit der Pünktlichkeit, oder wo irgend so ein Wert ist, der für die jungen Menschen nicht mehr die gleiche Bedeutung hat, als Beispiel. Und dann ist es so, also eben für so Selbstverständlichkeiten, hey, danke, dass du da bist. So ein bisschen, ja, wir haben abgemacht. Also. Aber ich habe das eigentlich gefunden, das sind ja Bedürfnisse, die ich selber von mir kenne, ich glaube, die wir alle kennen, und sagen, ja, hey, wie cool ist das, dass es eigentlich auch eine Chance ist für uns, zum vielleicht, wenn wir das jetzt nicht so gelernt haben, oder bei uns war schon einer, das Lob gibt für herausragende Leistungen, oder? Dann hast du ein Kleberli bekommen bei den Prüfungen, aber es war eigentlich nicht so gewesen, wenn du gemacht hast, was man hätte müssen, dass man dir Danke gesagt hat oder dich gelobt hat. Und ich finde es eigentlich auch noch etwas Schönes zu sagen, komm, lass es doch auch so eine Kultur schaffen, ja, wo man wertschätzend miteinander umgeht, wo man auch Kleinigkeiten, Selbstverständlichkeiten in Anführungs- und Schlusszeichen halt wahrnimmt und auch zum Ausdruck bringt. Und ich versuche das zu trainieren, aber es ist schon jetzt auch nicht die natürliche Art. Ja, und das steht schon im Kontrast. Also für mich ist schon so ein bisschen das erwartbare Loben heisst, du tust die Erwartungen abschrauben. Also das Lob ist etwas eben über der erwartbaren Sache. Also für uns sein, so wie wir jetzt, sagen wir mal, aufgewachsen sind. Genau. Und ich glaube, von dort kommt vielleicht auch ein bisschen das Snowflake manchmal. So ein bisschen, es braucht für alles dann noch ein spezielles Lob. Es ist ein bisschen anders. Eine Seelenmassage. Ja, und aber für mich ist es so ein bisschen, das ist ja völlig blöd. Weil du machst ja, was du mir gesagt hast, machst. Und für das, also danken oder was auch immer, aber das ist ja nicht super gemacht, sondern du hast es einfach gemacht. Aber dass man eben das irgendwie anerkennt. Ja, eben, es ist mir schon auch aufgefallen, ich habe mal gesehen, eben bei meinen Kindern, wie sie Beiträge auf Social Media liken und wie ich das mache. Und das ist wirklich schon auch mir dann so Augenöffnung gewesen. Ich habe gemerkt, das ist bei ihnen so ein Herzli oder ein Daumen zu verteilen. Also, heute kann mir vor allem ein Herzli. Ist eigentlich nicht für herausragende Beiträge, wie das bei mir ist so. Du bist einer von 30, wo ich dann sage, hey, den finde ich jetzt wahnsinnig gut. Und bei ihnen habe ich das Gefühl gehabt, ist es viel mehr auch noch so gewesen, hey, das ist, ich habe es gesehen, ich habe es wahrgenommen, hey, ich habe gesehen, dass da etwas gelaufen ist. Und es drückt wirklich auf einer anderen Ebene etwas aus. Eben nicht so... Und wahrscheinlich nicht mal darauf an, wie die Qualität von dem ist, sondern ich habe dich wahrgenommen, ich habe das gesehen, was du gemacht hast. Es ist schon eine Beziehungssache. Es ist wie eine andere Message auch ein bisschen. Und das habe ich richtig spannend gefunden. Und dort wäre für mich dann eben schon die Frage, vielleicht diskutieren wir später auch noch über das, eben wo, weißt, muss man dann so Tendenzen auch eben
bremsen, weil sie nicht gesund sind auf der Dauer raus. Und wo eben kann man einfach das Schöne drin sehen, was sie ja wirklich auch hat. Das wären schon noch Fragen. Mir ist noch etwas anderes aufgegangen, ist aber mehr auf der Verständnisebene gewesen. Hat sicher auch mit der Beziehungsgeschichte zu tun und vielleicht auch so etwas jetzt noch für Businessleute, wo ich auch bei uns im GVC Winterthur Connect Business schon die Frage erlebe, ja, wie geht man mit denen um und kann man die brauchen und so ein bisschen auch gerade auch die Dynamik zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden. Und im Buch wird so schön beschrieben, dass das die erste Generation ist, die eigentlich mit Eltern aufgewachsen sind, die im Verständnis war, wir sind deine Freunde. Aha. Und Elternschaft im Sinne von, wir sind deine Ansprechperson, wir sind für dich da, wir sind auch freundschaftlich miteinander unterwegs. Ich glaube, etwas, was wir auch versuchen mit unseren Kindern, wo halt früher nicht so war. Und dann ist es so, wenn jetzt die Kinder, die jetzt Jugendliche sind, dann in die Arbeitswelt kommen, ist es ein riesiger Schritt für sie, um zu verstehen, jetzt hat es da einen Boss. Weil für sie sind ihre Ansprechpersonen, ihre haltgebenden, leidgebenden Menschen auch Freunde auf Augenhöhe. Und es war so hilfreich für mich zu verstehen, ja, stimmt. Darum haben sie das Bedürfnis. Darum ist es auch schwierig für sie, mit einem Boss umzugehen. Weil das ist nicht die Art und Weise, wie sie interagieren mit diesen Menschen, mit denen gemeinsam sie etwas wollen, bewirken. Und ja, es ist mehr das Verständnis, aber es hilft mir enorm. Und etwas, ja, und auch in diesem Kontext ist mir etwas anderes aufgefallen. Freude. Also ich höre Oder mal, Spass. Also Spass, ja. Also beides, ja. Und jetzt müssen wir ein bisschen vorsehen, ja, Spassgesellschaft und so weiter, kennen wir alle. Ich meine, wo ich immer wieder mal mehr, also wir alle, immer wieder mal mehr Verantwortung übernommen, oder? Und dann hat jemand mal gehört, hey, warum machst du das? Und dann so, das ist doch cool, Verantwortung, ist doch geil. Also weißt du, kannst du etwas ausprobieren, deine Grenzen erweitern und so weiter. Und dann so, ja nein, es braucht einfach mehr Zeit und ist ja strenger und ja. Ich hätte das schon erklären oder für mich, ich muss es nur für mich erklären, warum ich es mache. Und da hat es für mich auch Spasskomponenten drin, also irgendwo Freude, wenigstens im besten Fall. Aber das war eine ultra wichtige Frage. Letztes Jahr habe ich jemanden gehört, also warum machst du das? Das macht ja gar keinen Spass. Oder, also mir würde das keinen Spass machen. Und das ist ein absolutes Kriterium, für etwas zu machen oder nicht Spass. Ja, mal ist ja jemand gesagt, mit Mitarbeitern das Gespräch gehabt, ja, ich gesagt, ich habe nicht so eine gute Woche gehabt, nicht so gut gearbeitet. Und dann habe ich eben angefragt, ja, was er dann das Gefühl hatte, ja, es hat ihm nicht so Spass gemacht die Woche. Ja. Und das war für ihn, also ich habe nicht so gut gearbeitet. Und wir sind dann immer von der Performance aus, haben wir das Gefühl, und so, ja, ich habe die Ziele oder so. Aber für ihn war es so, hey, ich habe irgendwie, es hat mir nicht so Freude gemacht, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist mehr streng und so. Ja, finde ich spannend. Ich würde gerne, Dani, den Ball noch aufnehmen. Vielleicht, bevor wir dort reingehen, eben auch noch verweisen, in dem Buch hinein wird das Konzept von der neuen Autorität mega ausführlich auch behandelt. Und ich habe das schon einen spannenden Ansatz gefunden. Ist vom Haim Omer und Arist von Schlippe so ein bisschen pädagogischer Ansatz. Und es geht dort eben viel um Beziehung und um den Wert von Beziehung und dass man eben doch auch Einfluss kann nehmen, Autorität kann haben. Also es ist nicht anti-autoritär, der Ansatz, aber es ist eine Autorität, die nicht durch Machtausübung im Sinne von Belohnung und Bestrafung passiert, sondern auf einer Beziehungsebene. Und ich habe gefunden, das ist eigentlich ein schöner Ansatz, aus einer christlichen Sicht heraus zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, Gott auch mit den Menschen umgeht, oder? Wo ihnen den Freiraum lässt, eigene Entscheidungen zu treffen, wo der Mensch nicht zwingt in eine bestimmte Richtung, wo aber sich auch nicht per se zurückzieht, wenn die Menschen nicht genau das machen, was man von ihnen erwartet. Und das heisst eben, dass Präsenz mit dem Ansatz extrem wichtig ist. Präsenz heisst, ich bin nach innen stabil, also ich weiss, was ich brauche, damit es mir gut geht und suche nicht im anderen rein das, was ich eigentlich für mich brauche. Das heisst, ich kann eben präsent sein, weil ich nicht abhängig bin davon, dass jemand jetzt genau sich so verhält, wie ich das brauche. Also stabil gegen innen, aber nach außen eben offen und zugänglich. Und nicht, stabil heisst nicht, ich grenze mich so fest ab vom Gegenüber. Und ich habe das richtig schöne Gedanken gefunden, auch für uns, im Umgang miteinander. Ja. Eigentlich dann stabil in der Beziehung, also dass die dann nicht abhängig ist von dem, sondern kann ich mich ganz anpassen und stabil bleiben. Und ich stehe auch als zu meinen Beziehungspartner. Überzeugungen. Das habe ich auch spannend gefunden. Eben, Sie haben dann auch gesagt, es gibt auch eine Möglichkeit, eben den gewaltfreien Widerstand als Gedankenkonzept, von wie man eben auch vielleicht kann Spannungen thematisieren und damit umgehen, wenn jetzt eben jemand nicht
nicht macht, was wir gerne hätten. Also nicht einfach sagen, es ist alles okay. Eben. Ja. Und gleichzeitig auch nicht eben so ein bisschen in die Falle hinab. Also wenn euch das interessiert, das sind so Ansätze, die ich jetzt auch gefunden habe, hey, die regen so richtig zum Denken an. Aber jetzt würde ich eigentlich gerne den Schritt weiter nochmal machen und sagen, ja, was heisst jetzt das für uns? Wo sehen wir ganz konkret Möglichkeiten, wo wir uns als Kirche, als Leitungspersonen könnten anpassen und verändern? Und auf der anderen Seite aber auch, Dani, die Frage hast du schon gestellt, wo wäre es eben auch wichtig, vielleicht ganz bewusst auch einen gewissen Kontrast oder einen Gegenpol zu setzen, um nicht ungute Entwicklungen oder Tendenzen dann unnötig zu befeuern. Mhm. Also mir denke, das ein Spannungsfeld, das wir in Kirche haben, das ist ja nicht nur in Kirche, aber wir merken, dass die ganze Commitment, wir nennen es dann manchmal Commitment, also die Spenden, die Mitarbeit, wir sind da, wir sind präsent. Also eben für mich als Kind ist klar gewesen, wenn du in die Jungste gehst, Dann alle 2 Wochen, dann gehst. Also dann musst du wirklich, also dann musst du wirklich dann krank musst du nicht zum Nest kommen, dass du überhaupt sonst gehst. Und gibt es nicht ein Alternativprogramm, das per Zufall Also reinschlägt? ganz sicher nicht. Und hinterher schätze ich das ja. Jetzt, das denke ich mir ist anders. Es ist wie so, aber es geht ab, Freiwilligenarbeit, ehrenamtliche Mitarbeit, Spendenverhalten verändert sich. Es ist vielleicht ein bisschen, es wird vielleicht ein bisschen wilder, einfach je nach Impuls und so weiter. Ich würde jetzt mal gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, die Nächstenliebe hat abgenommen oder was auch immer. Spenden und ehrenamtliche Mitarbeit ist tragende Säule bei uns als Kirche. Ohne funktioniert es nicht. Wir haben ein Problem. Ohne Spender und ohne Mitarbeit. Also ohne Commitment. Ohne Commitment. Und ich persönlich bin dort herausgefordert, weil jetzt sagst du ja, es geht zurück. Ja, dann müssen wir überlegen, wie wir die Leute wieder überzeugen können. Aber das geht ja eigentlich an ihnen vorbei. Je nachdem. Also die Gefahr ist sicher da. Und jetzt ist die Frage, ja, wie kann man denn, und ich habe keine Lösung, das ist für mich eine offene Frage, wie kann man denn mit der nachfolgenden Generation, die jetzt langsam mit ihrer Rolle käme, vor der tragenden Generation ihrer Kirche, die nicht mehr spendet und nicht mehr mitschafft, jetzt ein bisschen extrem gesagt, überhaupt noch Kirche bauen? Und jetzt gibt es 2 Fragen. Wie kann ich sie überzeugen oder wie kann ich Kirche bauen, sodass sie es als wertvoll und relevant finden, um das Commitment wieder zu geben? Vielleicht sieht das Commitment auch anders aus. Vielleicht müsst ihr auch gewöhnen, dass Kirche anders aussieht. Ich finde, das sind schwierige Fragen. Ja, voll. Für mich ist es sicher eine auf dieser Ebene von Lob und Anerkennung, wo ich finde, es hat auch so 2 Seiten. Ich glaube, es bringt etwas Gutes in unsere Gemeinschaft, wenn wir grosszügig sind, miteinander Gutes zusprechen und einander loben und einander wertschätzen für das, was wir sind. Und ich glaube, die Generation kann uns dort etwas lernen. Vielleicht von der Bedürfnisseite her, eben, weil sie das Bedürfnis mitbringen. Und wo vielleicht auch früher so ein bisschen war, ja, aber weißt, selber haben wir sie auch nicht so bekommen. Also, dann sind wir jetzt schon ein bisschen spärlich damit und so. Und so einfach ist es dann noch nie eingefallen. Und so, das wäre so die eine Seite. Und dann die andere Seite, wo ich dann merke, wenn dann das in eine Abhängigkeit verkommt und in eine Gefangenschaft, in eine Abhängigkeit von, wenn ich nicht gelobt werde, funktioniere ich nicht mehr. Wenn ich nicht genug Streicheleinheiten bekomme, dann geht es gar nicht mehr. Ich sehe natürlich eine Schattenseite, die enorm ist, wo ich aber dann jetzt auch so beim Reflektieren merke, ja, dort hat ja unser Glaube enorm viel reinzusprechen, nämlich, dass wir angenommen sind bei Gott, dass er uns liebt und dass es nicht immer darauf ankommt, wie viele Likes du noch hast von den Mitmenschen, die dich bewerten, sondern dass das etwas ist, das losgelöst ist von dem. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dort schon auch Sachen gibt, die man dieser Generation dürfte mitteilen oder sie mit reinnehmen, die ihnen helfen könnte, um auch in eine gewisse grössere Freiheit reinzukommen von diesen Abhängigkeiten. Und so finde ich es eigentlich auch noch schön, dass es eben wie so oft ist, es bereichert, aber ich denke auch einfach, dann dem völlig nachzugeben, finde ich in gewissen Bereichen auch schwierig. Ja, ich habe gedacht, so der Aspekt von der Beziehung, der einfach eine Relevanz bekommt. Oder früher hat man noch, eben, man macht das halt so, oder ein guter Christ tut halt, oder? Es ist viel mit so eben allgemeingültige Regeln, So Normen, auch unausgesprochen. Ja. Und so. Und das ist aber dann schon auf eine Art ja auch eingefordert worden. Man hat dann schon gemerkt, ob man sich richtig verhaltet oder nicht. Ja. Und mehr so auf den Aspekt, ja, wie können wir die Beziehungen untereinander, die Beziehung zu Gott fördern, das entwickeln. Und das habe ich jetzt auch einen schönen Gedanken gefunden, wie du sagst, sagen, ja, muss ich eigentlich nicht per se verzichten auf das
Gefühl oder auch dem Bedürfnisunterdrückung gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, akzeptiert werden, geliebt zu werden und so weiter, Wert zugesprochen bekommen. Die Frage ist nur, aus welchen Quellen Ja, ganz beziehe genau. ich denn das? Und wo man eben dann vielleicht kann sagen, hey, super Bedürfnis und eigentlich eine grosse Einladung dazu, eben so tiefe Wahrheiten, die wir aus der Bibel heraus, aus unserem Glauben heraus kennen, ja, neu zu beleuchten und zu sagen, eben, ich meine, Gott ist ein Beziehungsgott. Und Kirche ist ein Beziehungsgeschehen. Es ist nie ums Gebäude per se gegangen oder um die Institution, sondern wir haben das oft gesagt, oder? Kirche ist die Gemeinschaft von diesen Menschen, das Zusammenkommen von denen, die miteinander unterwegs sind. Und ja, diese Sachen zu betonen dann irgendwie. Ja. Da bin ich kürzlich über eine spannende Aussage gestolpert, was vielleicht auch die Generation noch mal ein bisschen erklärt. Eben, wir reden ja bei den Social Media von Plattformen. Sie sind prägt von Plattformen, oder? Darauf musst du dich präsentieren, du stellst dich raus und dann wirst du eben, nachher wirst du bewertet. Ja. Und weißt du auch, dass das irgendwo nicht nur gesund ist, würde ich schon sagen Ja, und ja. hoffe, das Ja. ist nicht einfach eine Nein, aber ich glaube, das, alte Ansicht, sondern nein, das das ist kommt wirklich schon eine auch raus. Schwierigkeit. Ich finde auch die Zitate in diesem Buch, die das zum Teil Ja. dann sehr zum Ausdruck bringen, auch der Stress und der Druck, den das kann auslösen kann, dass man sein Leben ja immer mit einem gewissen präsentierten Genau. Bild von anderen vergleicht und dann in dem Sinn ja immer oder sehr oft sehr schlecht abschneidet. Ja, genau. Oder dann, wenn man gut abschneidet, in der Gefahr steht, eben, dass man sich zu viel darauf Ja, ja. einbildet. Mhm. Hey, wow, ich glaube, wir könnten Ja, noch ja, weiter es gibt noch diskutieren. Mega spannende Gedanken. Wir werden in der nächsten Episode dann noch ein bisschen auf gewisse Aspekte auch eingehen, was vielleicht die Generation Z auch mitbringen kann in die Kirche rein. Dani, wir hören nachher noch kurz einen Ja. Ausblick. Aber ich würde jetzt sagen, so, wir schliessen da wie auch den Teil mal ab. Und wir haben ja in dieser Staffel jetzt die Art von, dass wir sagen, ja, wir machen zum Schluss noch etwas zur Auflockerung. Team oder Trigger heisst das Spiel. Also bist du dafür oder dagegen? Und ich werde euch jetzt gerade ein Stichwort dann geben und schauen, Dein ob ihr Grinsen Team verratet oder nicht gut. Trigger sind. Nein, es ist, ich denke, es wird es gut sein. Also, Team oder Trigger zum Thema Online-Shopping. Team. Team. Ich meine, der Gegenpol wäre dann vielleicht ja, vor Ort, Geschäfte, ja. Ja, tut mir wirklich leid. Nein. Nein, Ja, mir wirklich. tut es auch leid für die Läden, weil ich ja. sehe, irgendwie, das ist schrecklich. Und ich habe gerade mit jemandem letztens geredet, Shopping-Läden, auch Kleinläden sterben. Und irgendwie stresst mich das echt auch. Aber es ist einfach Convenience, was es für mich ausmacht. Die Verfügbarkeit vor allem auch. Und ich bin am herausfinden, wo ist, weißt du, das, was ich vertreten kann. Eben für mich, also es geht nicht alles online. Also, und es gibt auch gewisse Läden online, die ich meide. Die ich noch nie in meinem Leben und auch hoffentlich nie in meinem Leben werde einkaufen. Also ich begrenze mich eigentlich auf... Also wenn du das Gefühl hast, die Arbeitsbedingungen Genau. dahinter, oder das Konzept ist eigentlich also, so da geht es mir vor allem auf die und Distanz, so. woher kommt und so. Aber Ja, eigentlich genau. so das Ja. normale Einkaufen online aus der Schweiz raus oder beim Fachgeschäft selber, wo ich Ja. weiss, was ist, voll Team. Ja, voll. Ego. Und also ich bestelle auch bei kleinen Läden online. Also Ja, genau, ich ich auch. finde, das gibt es irgendwie mehr. Also das Geschäft verlagert sich und ich finde, das verliert ein bisschen an Romantik und es ist natürlich immer auch mit einem Schicksal hinten dran, wo, wenn ein Laden zugeht, ist es Anerkennung von gleichzeitig Merkung. Ich bin voll auf das eingestellt und es funktioniert und man muss ja auch online nicht, das ist ja immer der verschwenderische Aspekt, man muss ja auch online nicht postübermässig strapazieren. Nein, Also man kann ja auch online vernünftig einkaufen. Und gleichzeitig Ja. schaffst du so auch wieder Arbeitsplätze, die ja eingehen sonst. Also, weißt Post ist auch froh, wenn sie etwas zu tun also, hat. Genau. ja, das ist auch Ja, Ja, nein, voll online. Also, ja. Und du? spannend. Hey, ich würde sagen, ich bin auch sehr offen für Online-Sachen. Ich habe jetzt gemerkt, es gibt schon Artikel, also ich finde allgemein so den Haushaltsbedarf, Ja, das bin das ich jetzt machen wir nicht so auch der, wo sich dann das Essen heilig verlässt. Es gibt ja Leute, die das machen. Und so ein bisschen auch bei Kleider und Schuhen bin ich schon auch immer wieder ein bisschen zurückhaltender, weil ich merke einfach eben dann 7 Artikel bestellen und wieder retour schicken und wieder bestellen. Ich Das finde, habe es ich ist nicht so gerne. einerseits mega aufwendig, aus der Seite jetzt auch von mir als Konsument. Ich so mir merke, hey, nein, sorry. Plus eben, ich muss es gleich können probieren, schauen. Ich finde es auch so ein bisschen, ich habe dann schon den Anspruch, dass es irgendwo von der Länge und von der Breite in einem Verhältnis ist, das zu
zu meinem Körper dann irgendwie auch passt. Dort bin ich jetzt eher wieder ein bisschen weggekommen davon, ausser ich weiss jetzt sehr spezifisch, ich weiss jetzt genau eben, das ist ein Produkt, wo dann vielleicht nicht verfügbar wäre oder wo man irgendwo bestellen kann. Und so, dann so. Sonst bin ich dort jetzt eher wieder, das ist schon gerne, wenn ich kann in den Laden und ich kann 2 Grössen anprobieren und schauen, sitzt, passt, was denke ich dazu. Ja. Das sind so die Sachen. Aber ich finde jetzt gerade so im Bereich von so elektronischen Sachen oder Verbrauchsgegenständen, wo du dann sagst, hey, da hast du einen gewissen Durchlauf, also jetzt Druckerpatronen oder irgendwie so in einem Laden holen, eben, da finde ich es einfacher, das Heimstellen so in die Richtung. Darum, ich würde auch sagen, so in der Tendenz Team, aber glaube jetzt auch nicht ganz uneingeschränkt. Also was ich einfach weiss, ist, der Timon hat sicher mehr Community Points bei Galaxy. Ja, genau. Dein Community-Profil, du bist Ja, höher gerankt als ich. Ich glaube, ich hole dich nicht so schnell ein. Nein, das geht Auch wenn ich nicht. nicht so schlecht bin. Aber wenn natürlich jede Windel und alles besteht über den Online-Shop. Hast du jetzt gerade Werbung gemacht? Dürfen wir das in unserem Podcast? Ich könnte noch fragen, ob wir noch finanziert werden. Also wir haben keine Unterstützung von irgendwelchen Unternehmen. Genau, Entschuldigung. Gut. Hey, danke vielmals fürs Mitmachen. Ich glaube, es war okay gewesen von der Art vom Thema her, oder? Das war jetzt nicht so eine Challenge gewesen. Hey, und sonst meldet euch. Nein, ich meine jetzt für euch, mit Online-Shopping oder wie auch immer. Nein, völlig okay. Und gleich ein gutes Thema, das Ja, so super, gut. ja. die Welt heute beschäftigt. Ja, Yes. definitiv. Ja, Dani, wagen wir noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge. Was erwartet uns dort und was hat das mit der Generation Z zu tun? Ja, also es hat in erster Linie natürlich auch wieder etwas mit der Gesellschaft und mit dem Wandel, wo wir drin leben, zu tun. Und so seit ein paar Jahren schon fast, kann man sagen, sicher jetzt aber auch seit dem letzten Jahr, redet man öfters von so erwecklichen Tendenzen. Auch wieder, das Christentum scheint auch wieder in einem gewissen Maß auf dem Vormarsch zu sein. Nicht nur in der südlichen Hemisphäre, sondern auch in der westlichen Welt. Und das hat mitunter mit der Generation Z zu tun, weil die auch Teil von dem ist. Und wir werden so ein bisschen einen Blick auf das werfen. Hey, wie nehmen wir das wahr? Was denken wir dazu? Und ich freue mich sehr. Sehr cool. Ich bin gespannt, ja. Da hat sehr viel Hoffnungsvolles auch dort drin. Und wie immer bleibt uns zum Schluss ein herzliches Dankeschön an euch, wenn ihr Teil sind von dem, wenn ihr hört, wenn ihr mitmacht. Darum auch eine herzliche Einladung zu kommentieren, uns E-Mails zu schicken oder uns sonst auf eine Art und Weise zu beteiligen. Ihr könnt das machen entweder per E-Mail via gegenwart@zukunftwargestern.ch, auf Instagram, auf Spotify kann man kommentieren, auf YouTube kann man kommentieren oder an allen anderen Orten, wo ihr unserem Podcast begegnet. Wir würden uns freuen. Es unterstützt das, was wir hier machen. Und darum an der Stelle herzliches Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.